Das Duell gegen Orikalkos geht in die entscheidende Runde hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Und zwar, wie ihr sehen könnt, meine Hand ist ziemlich noch voll und ich habe auch vor, ein paar Kombis zu spielen. Ich hoffe nur, es funktioniert. Und wir kommen auch in den Genuss, alles mögliche, was es im Anime so gab, auch hier quasi nachzuspielen. Also zumindest mehr oder weniger. Ganz kurz gucken. Okay, Schattenkrebs ist ein Zwillingsmonster. Direkt angreifen. Das ist nicht gut. Der muss weg und deswegen spiele ich Kralle des Kritters. Und fusioniere ihn mit einer Fallenkarte. Um ein Fusionsmonster zu bilden. Zauber plus Falle ergibt Fusion. Warum auch immer, verstehe ich selber nicht. So, Freunde. Spiegelkraftdrache. Der sieht episch aus. Man kann das Ganze noch ein bisschen verfeinern, weil wir hätten ja auch noch, nicht den hier, theoretisch noch die Hermos Raketenkanone. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Klau des Hermos. Wir können zwar auch rotes, schwarzes Drachenschwert spielen, dabei ein Drachenmonster, wobei das aber schon auf dem Feld. Das jetzt irgendwie zu nehmen, wäre ein bisschen doof. Ne, er bringt nicht viel. Bogen der Göttin ist irgendwie auch ein bisschen doof. Andererseits, weil die Hermos Raketenkanone hat einen Vorteil. Es ist auch zum Ausrüsten da, also alle 3 kann zum Ausrüsten da, aber hier steht, es kann während jeder Battlephase einen zweiten Angriff durchführen. Zusätzlich, falls ein Monster in Verteidigungsposition angreift und den Gegner durchschlagen, Kampfschaden zu. Okay. Aber der Bogen der Göttin hat den Effekt. Moment. Solange diese Karte ein Monster durch diesen Effekt ausrüstet, annullieren den ersten Effekt, der von deinem Gegner während jeder Battlephase aktiviert wird. Zusätzlich kann das ausrüstende Monster danach. Es ist abhängig davon, ob es den Effekt negiert, dann kann das ausrüstende Monster ein zweites Mal angreifen. Das ist soweit ja gut. Hier kann ich immer zweimal angreifen, plus durch Schlag die Verteidigung, also sprich, meine Angriffspunkte werden vom Verteidigungspunkt des gegnerischen Monsters abgezogen. Ist natürlich auch cool. Aber mit dem Bogen der Göttin kann ich halt den gegnerischen Effekt negieren. Der Spiegelkraftdrache kann den Effekt gegnerischer Drachen nur negieren, wenn es nicht während der Battlephase ist. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen doof. Also eine ganz schräge Kombination alles. Und das schauen wir uns einfach mal an. Bogen der Göttin. Ausrüsten auf Hermos. Beziehungsweise Spiegelkraftdrache natürlich. So. Ob das klappt, ich habe keine Ahnung. Aber erstmal muss das Viech hier weg. Beziehungsweise erstmal der hier. Aber hat nichts gemacht, interessanterweise. Okay, hätte auch anders kommen können. Ich meine, hallo, der hat 3 verdeckte Karten auf dem Feld. Ich habe 3-mal Timeos, kann man gar nicht mal setzen. So. Und noch in die Nuss kommen werden von allen 3 legendären Rittern plus der Fusionskarte. Ich habe noch keine Ahnung. Was macht der Typ da? Da haben irgendwie lauter solche Dinger. Vor allem lauter normale Monster gefühlt. Wie soll ich eigentlich scheiß Ritter rufen, mal ganz ehrlich? Oh, hier, der Legende des Herzens. Retter Hermos. Okay, jetzt fehlt bloß noch Timeos. Nehmen wir die beiden ab, weil den hätte ich gerne auf dem Feld. Was kann die Karte eigentlich? Zahlt also einen Trainingspunkt und bietet einen Kriegermonster als Tribut an. Hätte ich jetzt? Genauso wie im Anime. Sogar das gleiche Monster. Verwanne bis zu 3 legendäre Drachenzauber mit unterschiedlichen Namen von einer Hand und oder einem Friedhof. Also dies zu, es beschwöre so viele legendäre Rittermonster mit einer Hand, einem Deck und einem Friedhof. Also ganz ehrlich, Freunde, ich würde sagen, wir machen da jetzt mal richtig fertig. Legende des Herzens. So, dann muss der leider weg. Warum auch immer.
So, Freunde, dann will man sagen, kommt herbei. Einmal Kritias. Einmal Hermos. Und einmal Timaeus. Ja, natürlich. Die Band werden soll. Bye, bye, Orikalkos. Was kann der noch? Dann kommt noch der weg. Nachher gar nichts mehr. Nee, passt schon. Ah, schon viel besser. Er hat nur darauf wartet, dass er rauskommen darf, wa? Der kommt dann noch raus, keine Sorge. Was ich dabei ganz geil finde, muss ich vielleicht ganz kurz erwähnen. Diese 3 Ritter, die sind hier nach Yugi, Joey und Kaiba benannt, beziehungsweise auch angedacht. Timaeus sieht aus wie Yugi, klingt auch wie Yugi im Anime. Der Witz ist, Kritias sieht eigentlich aus wie Joey, klingt aber wie Kaiba. Und Hermos sieht aus wie Kaiba, klingt aber nach Joey. Also zumindest ohne Helm und so, wenn man sie auch irgendwie im Anime gesehen hat. War einfach ein bisschen creepy das Ganze. Oder war es umgekehrt, dass sie irgendwie nach außen und die falsche Stimme haben? Hermos war schon so, dass irgendwie wie Ding aussieht, wie Kaiba. Egal, auf alle Fälle war es irgendwie so ein bisschen creepy. So, warte mal. Warte mal, wir müssen erstmal ganz kurz gucken. Angenommen, ich würde jetzt hier den rufen. Bleibt von den Effekten anderer Karten unberührt. Einmal pro Kampf, als die Karte kämpft, während der Schadensberechnung, spielst du eines beliebigen Spielers, du kannst die Angriffe dann in dieser Karte gleich lange spielt ein Monster mit dem höchsten Angriff auf dem Feld werden lassen. Also könnt ihr auch mal ein eigenes Monster irgendwie nehmen. Der kann durch Kampf zerstört wird. Beschwörungsbedingungen. Ja gut, wieso was? Dann machen wir das direkt auch noch. Und wir rufen Timaeus, den Schicksalsritter. Der Witz ist, ich kann immer wieder neu rufen. Das ist das Beste daran. Weil wieder zerstört irgendwie, obwohl es kaum möglich sein sollte, kommen die 3 Ritter da zurück. Und da ich irgendwie noch 2 andere Fusionen, also 2 andere Karten von denen im Fusionsdeck habe, kommt er wieder zurück. Scheißegal. Schon krass, oder? So, Spiegelkraft-Drache, würde ich mal sagen. War jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen unbeeindruckend, aber der Witz ist, dass Darts nichts machen kann. Entweder blockiere ich mit dem Spiegelkraft-Drachen oder mit dem Bogen der Göttin. Und dann denke ich mir einfach so, hey, Timaeus, kann auch ein bisschen was machen. Tja. Noch ein Legende des Herzens. So will ich aber gar nicht mehr. Oh, by the way, ich wollte nochmal einen Krieger. Nee, komm, braucht's nicht. Aber keinen Bock, dass ich irgendwie so eine anderen Schlangen rufe, was es sonst so im Deck haben könnte. Nee. Wir bringen das langsam aber sicher zu Ende, Freunde. Zeit genug hätten wir eigentlich, war jetzt so ein episches Ende. Kralles Kritias, okay, Sage von Timaeus haben wir auch. Aber nee. Ich auch mal full fett 3 Fusionsmonster am Feld habe und niemals dafür irgendeine Zauberkarte spielen musste. Also ich meine natürlich eine Fusionskarte, so gesehen. Er will unbedingt irgendwas rufen.
Soll ich heller sein, Leute? Ich bin halt neugierig. Scheiße. Deswegen machen wir es wie folgt. Ich setze mal die Karte. Beende meinen Zug und warte mal, was er jetzt macht. Er muss irgendwie einen Plan haben. Irgendwas muss kommen. So, also alle 3 Zauberkarten wieder. Klaus Hermos. Klaus Hermos. Einen Krieger hätte ich sogar. Kuribo für den Notfall auch. Fallenkarte fehlt zwar, aber egal. Was hat da jetzt bloß vor? Ach, ich bin halt scheiße neugierig. Ja, was bringt ihm das? Ich muss noch irgendwas im Petto haben. Da geht es noch mit dem Siegel von Orikalkos und das ist halt jetzt bereits weg. Valkyrien, er hat Nacht. Krasse Scheiße. Ja. Valkyrien auch so ein Vieh, wo man sich denkt, hey, ist doch eigentlich cool. Ja, aber halt zu viele Beschränkungen. So von wegen in Hinsicht von, die Monster müssen auf der Hand oder der Spielfeldseite sein. Auf dem Friedhof geht nicht, aus dem Deck geht auch nicht. Schade. Was hat da jetzt vor, ganz ehrlich? Hat er das Siegel von Orikalkos gespielt oder gesetzt oder irgendwie auch nicht? So, legen wir mal die Karte ab, aber sowieso wieder 3. Ah ne, stimmt, ich habe Legenden des Herzens gar nicht mehr bereits abgelegt. Spielt keine Rolle, ganz ehrlich. Ich habe Timaeus, einen Schicksalsritter, wenn der zerstört wird. Da ist nochmal Legende des Herzens. Okay. Also, ja, da kann ja passieren, was will, also. Die Legende des Herzens habe ich ja jetzt nochmal, also. Darts kann gar nicht mehr gewinnen, das geht gar nicht mehr. Er muss doch irgendwie Strategie haben. Oder hat man damals sehr viel gedacht, komm, machen wir Dart oder einfach mal so, programmieren wir ein bisschen Scheiße. Weil da irgendwie so ein richtig neues Kalkos-Monster hinzufügen. Nee, da geht nicht, da haben wir keinen Bock drauf. Also kommt es mir aktuell ein bisschen vor. Da hat sie irgendwie. Guck mal, wenn da noch alles kommt plötzlich. Orikalkos, Schuneros. Hä, wieso rufen die langsam nicht? Vor allem, warte mal, muss das mal testen. Was ist denn eigentlich los mit dem? Siegel von Orikalkos hat es niemals gespielt. Hä? Kann das gar nicht spielen oder was? Also im Anime war es so, dass im Gegenwart der 3 Ritter, dass Orikalkos nicht spielen konnte. Aber ist ja hier ein bisschen anders.
Ich höre auch ein Zwillingsmonster. Ich verstehe irgendwie nicht, worum es ihm geht. Was ist seine Strategie, Leute? Ich würde mal behaupten, Strategie für den Arsch, aber der hat aber gar keine. Vor allem sieht er irgendwie auch gar kein normales Monster mehr. Okay, komm, ich weiß, ich muss langsam mal das Duell beenden. Weil ich noch maximal 5 Züge habe und nachher wird es ein bisschen schwieriger. Deswegen langsam aber sicher mal seine Monster vernichten. Alexandritdrache. Höchst faszinierend natürlich. Er hat sonst echt normale Monster, die paar Zwillings-Effekt-Monster. Und halt aus irgendwelchen Gründen halt doch ein paar Orichalcos-Monster noch, aber es sind sehr wenige. Schuneros. Bisher ein einziges. Und irgendwie 2 oder 3 Mal Sigma Orichalcos und das war's. Puh. Schwierig daraus was zu machen. Na, wisst ihr was? Mir reicht's. Ich spiele nochmal Legende des Herzens. So, ich habe auch so viele krasse Karten, viel mehr geht fast nicht. So, dann muss der mal weg. Da muss der mal weg. Nee, passt schon. Danke. Könnt ihr nochmal einen rufen. Aber nicht jetzt. Generell keine schlechte Strategie, muss ich mal so zugeben, nur frage ich mich jetzt gerade ernsthaft. Einmal pro Kampf, okay. Ich weiß mich gerade gefragt, warum hat er eigentlich jetzt nicht... Warum hat er nicht angegriffen? Spiegelkraftdrachen. Ein oder mehr Monster du kontrollierst als Ziel für einen Angriff oder einen Karteneffekt eines Gegners gewählt werden. Du kannst alle zerstören, einen Gegner kontrolliert. Ja, machen wir es halt anders, wa? Wenn er das Gefühl hat, er müsste ihn nicht angreifen, ich mach's schon. So, und weil ich so crazy drauf will, ich jetzt mal Yugis Deck noch austesten. Oh, jetzt noch die anderen 3 Monster. Okay, gut. Tja. Aber natürlich, gerne. Dann rufen wir die 3 mal zurück. Daraus wird nichts. Dankeschön. Was, du hast eine Chance aktivieren verpasst. Der Effekt von Dingen, das kann nicht aktiviert werden. Schade. Oh, das ist aber schade. Oh, das ist aber schade. Brauche ich auch nicht. Ich wollte bloß einen Effekt aktivieren, und zwar den hier. Zieh eine Karte. Nee, daraus wird nichts. Du ziehst nicht mehr.
Aber dafür darf ich jetzt... Also die Karte... Klingt fast ein bisschen dunkler hier, wa? Die Effektkarte. Egal. Timeos, greif an! Hä? Ich wollte gerade sagen, geht doch gar nicht. Spiegelkraftrache! Ah, der Effekt gilt trotzdem, ja, dankeschön. Oh Mann. Aber ich muss zugeben, das Duell war irgendwie geil. Gut, aus Seiten Darts war es natürlich auch fehl, aber wir haben ja mal richtig viel aus Yugis Deck rausgeholt. Alter Schwede. Du hast verloren, Darts. Nein. Darts ist nicht gelungen, Yami Yugis Seele zu fangen, aber stattdessen verschmolz Darts seine eigene Seele mit seinem Leviathan, das Ungeheuer wieder zu beleben. Mit Hilfe des Lichts seiner Freunde holt sich Yugi seinen gestohlenen ägyptischen Göttergarten zurück und besiegt Darts und seinen Leviathan ein für alle Mal. Und das alles offscreen. Ein Hoch auf die Götter! Gut, ihr habt 700 Kargos bekommen, dankeschön. Hat sie vollgebracht. Tja, Freunde, das heißt für uns... In dieser Serie, der Original Yu-Gi-Oh! Serie, fehlt nur noch ein Duell, bis wir zumindest alle mal durch haben und damit die Saga, ja, mal durchgespielt haben. Natürlich die Reverse-Duelle fehlen noch, die machen ein anderes Mal. Aber dann, nachdem wir das finale Duell durch haben, würde ich sagen, geht's los mit Yu-Gi-Oh! GX, was hoffentlich auch geil sein wird. In der Hinsicht, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal und ziemlich sicher auch letzten Part vorerst für die Yu-Gi-Oh! Serie. Nach geht's weiter mit GX. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.